Ja, Sebastian, ein Freundschaftsspiel zwischen diesen beiden Teams, geht das überhaupt? Ausgeschlossen, Tom. Absolut ausgeschlossen. Also da will keiner verlieren, haben wir auch vorher beide angekündigt. Und da wird es hoch hergehen da in den 90 Minuten. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Tja, wundert sich hier einer im Stadion, dass der Schiedsrichter da gelb gibt? Natürlich nicht. Ah, das war natürlich dumm. Noch so eine Aktion und er sieht rot. Ja, der Ball prallt von der Mauer ab. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, für mich besteht da kein Zweifel, für den Schiedsrichter auch nicht. Also, gelbe Karte. Gelb. Jetzt muss er aufpassen. Das Spiel dauert noch ziemlich lange. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Gute Abwehrleistung. Den Ball in die Aufgangsphase. War noch nicht so vielversprechend, aber bitteschön, jetzt haben wir das erste Tor und keine 25 Minuten gespielt. Ja, der kann wirklich eine ganze Abwehr allein schwindelig spielen und als Trainer muss man das auch einfach mal zulassen. Diesen Eigensinn, der hier belohnt wird. Die Chance erkannt und sofort reagiert und das Tor gemacht. Ja, was für ein Pass, da beweist er Übersicht. Und irgendwie bringt der Verteidiger dann noch die Füße. Ja, das sieht gut aus. Als hätte der Kimmer und Korn im Schuh. Ja, wenn man so wenig Platz hat als Angreifer, dann fällt es schwer, die Abwehr aus den Angeln zu heben. Über die Gegenspieler hinweg den langen Ball gespielt. Gute Möglichkeit zum Flanken. Ja, Freistoß nach dieser Grätsche. Auf den ersten Blick sah es sogar noch schlimmer aus, als es in Wirklichkeit war. Aber der Freistoß ist schon okay. Ein brutales Foul, das eindeutig mit einer Karte hätte bestraft werden müssen. Zieh ab, Junge! Ja, der ist der Spezialist für solche Bälle. Weit und präzise. Ah, das ist ein Weltklasse. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. So, jetzt müsste mal langsam die Hereingabe kommen. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. Distanzschuss. Und der passt genau in den Knick. Klasse, wie die Mannschaft das hier macht. Hohe Laufbereitschaft, sehr schönes Kombinationsspiel und am Ende auch konsequent abgeschlossen. Ja, das ist ja eigentlich kaum noch einzuholen. Clever, ganz cool gemacht vom Abwehrspieler. Super gemacht. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Ja, da war noch ein Verteidiger dran, deswegen Eckball. Oh, schwacher Eckball, das kann er besser. Der Torwart ohne Problem. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Aber wie er den noch gehalten hat. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Und das Dribbling. Achtung, jetzt brennt's.
Klasse, bringt die Fingerspitzen noch dran, aber Achtung. Ja, und die Mannschaft jetzt wieder im Ballbesitz. Und der ging ganz knapp vorbei. Hinten in der Abwehr stehen sie unheimlich kompakt. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Tja, und wenn Sie es dem Abwehrspieler so leicht machen, bitte, schon hat er wieder den Ball. Jetzt ist er durch, jetzt ist er vorbei und er trifft den Pfosten hier. Was für eine Übersicht. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Und den hat er so gerade eben weg. 2:0, das ist der Pausenstand. Und jetzt, liebe Zuschauer, freuen wir uns erstmal auf die zweite Hälfte. Ja, so ist das, meine Damen und Herren. Entscheidend ist im Fußball nicht die Zahl der Chancen, sondern die Zahl der Tore. Sie haben ihre Möglichkeiten hier konsequent genutzt und führen somit völlig zurecht, wenn Sie mich fragen. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. Klasse Aktion. Sehr gut gerettet vom Verteidiger in dieser Szene. Er könnte sich Torwahnsinn. Die Zuschauer sind außer sich vor Freude. Ja, das ist doch sensationell, was dieser Spieler hier leistet. In einem Pokalfinale, in so einem wichtigen Spiel macht er 3 Treffer. Fantastisch. Also über den Spieler des Tages brauchen wir uns jetzt nicht mehr zu unterhalten. Das war sein 3. Tor in dieser Partie. Und sie stehen immer noch kompakt, sind nach wie vor konzentriert. Weltklasse, solche Bälle hat nicht jeder drauf. Ja, klasse, direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Ich glaube, da war keiner mehr dran. Abstoß. Und das passt. Jetzt sollten Sie mal sehen, was hier los ist. Ja, was soll er denn machen aus der Entfernung? Da gibt es ja gar nichts anderes, als den Ball reinzuschießen ins Tor. Ja, man fragt sich, ob der heute überhaupt eine Torchance auslässt. Ja, das hat nur noch den Torwart vor Augen. Was für ein Tor!
Also man kann es jetzt ganz offen sagen, das war die Entscheidung, wie sollen sie den Rückstand noch aufholen. Also der braucht zwar viele Gelegenheiten, aber irgendwann bringt er den Ball dann doch irgendwie im Tor unter. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Oh, klasse, der lange Ball. Klasse Pass. Jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? So, bei den nächsten Zweikämpfen muss er sich ein bisschen zurückhalten. Er ist jetzt verwarnt. Ja, damit haben jetzt schon 2 Spieler gelb gesehen. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Wie willst du einen Torwart mit so einem Ball in Verlegenheit bringen? Bloß weg mit dem! Das wird sich der Torwart gedacht haben. So, und jetzt doppelte Auswechslung. Gleich 2 Spieler kommen neu in die Partie. Wunderbarer Pass. Und damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Ja, und das ist doch ein Zweikampf wie aus dem Lehrbuch. Und er setzt sich durch. Tja, den will anscheinend niemand anders, dann nehme ich ihn halt. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Oh, da hat er richtig was abbekommen bei diesem Zweikampf. Und die Konsequenz natürlich gelb. Ja, da kann ich ja sogar von Glück reden, dass er für dieses Foul nur gelb sieht. Das war ein richtig böses Foul. Der Trainer wechselt aus. Und das ist super, wie er da reagiert. Alles richtig gemacht und den Ball aufgenommen. Weit nach vorne geschlagen. Ja, lang ist nicht mehr zu spielen. Spannung ist natürlich raus und die letzten Momente dieser Begegnung werden da auch nichts mehr dran ändern. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er die Möglichkeit nutzt, um zu flanken. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Er spielt den Ball quer. Eine Minute Nachspielzeit wird angezeigt. Er spielt den Ball quer. Nutzt er die Chance? Und so kann er nicht in den Mann gehen. Da hat er Glück gehabt, dass es nur Freistoß gibt und nicht noch eine Verwarnung obendrauf. Und zum 3. Mal wechselt er aus, der Trainer, und damit ist das Kontingent erschöpft. Ja, war eigentlich schade, hat alles richtig gemacht bei diesem Kopfball, aber der geht knapp über die Latte. Und sie versuchen immer noch, die Führung weiter auszubauen. Ja, wohin spielt er den? Und die Fans mussten heute nicht zittern. Das Endresultat lautet 4:1.
So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.